Bring the family back together, bro. Sandro Schmidt! Ich kann es einfach jetzt erzählen. Alright, lass zu. Mir auf den richtigen Weg begleitet hast, auch gezeigt hast, was es heisst, wenn man eine Vision vor dem Auge hat. Ich bin auch richtig stolz, dass du bist. Einfach dein Ding durchziehst. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich dir richtig fett eine reinhauen. Hey Sandro, ich find's geil, wie du es machst. Bist stolz auf deine Ziele. Miteinander ist doch einfach am schönsten. Ich hoffe, dir ist bewusst, wo du mich rausgekommen hast. Ich danke dir, Bro. Ich schwöre dir Gott. Das ist «Miteinander», der Podcast mit dem Schmidi. Wenn er jetzt einfach ohne mich macht, aber ist völlig okay. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom «Schmiteinander-Podcast». Heute wieder mit einem Special Guest, nämlich mit dem... Rian, a.k.a. Nukes. Hallo. Rian, was geht? Hallo, herzlich willkommen im Podcast. Schön bist du da, schön hast du es gefunden. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Auch bei dir in dem Fall. Du hast mir jetzt vorhin gesagt, First-Time-Podcast, gell? First-Time-Podcast, indeed, yes. Wie geil. Leute, ich hol die Leute da aus ihrer Comfort-Zone rein. Das ist richtig geil. Fühle ich extrem. Du dich gerne mal schnell vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen. Yes, ich bin der Rian, a.k.a. Nukes. Die meisten kennen mich wahrscheinlich durch Rocket League. Ich bin im Rocket League Esports seit jetzt etwa 8 Jahren. Spiele Rocket League selber seit etwa nächste Woche, genau 10 Jahre actually. Boah, das ist krass. Genau, bin auch Esports-Commentator. Neulich jetzt auch TikTok-Streamer, jetzt seit etwa 2 Monaten. Und yes sir, that's me. Das ist sehr, sehr geil, Mann. Wie viele Leute sagen dir Ryan anstatt Rian? Ah, Bro, jede einzelne Person, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, sagt mir zuerst Ryan, Bro. Also, schau, mein Name ist spezifisch geschrieben. R-I-Y-A-N, okay? Ja. Und Leute fragen mich, ist es ein I oder ein Y? Aber beides würde es niemals erwarten. Ja. Und nachher sind sie angeschrieben, Ryan. Okay, Bro, danke, safe. Okay, ich habe am Anfang, ich weiß genau, ich habe auch immer zuerst Ryan gesagt. Es ist okay, Bro. Es ist fein, du wirst es wahrscheinlich gewöhnt. Nice. Oder Nuke sagen wahrscheinlich noch relativ viel aus. Ich sage dir ehrlich, ich glaube 80% von den Leuten, die ich kenne, including mein Roommate und auch meine Freundin und Friends von meiner Freundin, sagen wir alle Nukes. Deine Freundin sagt dir Nukes? Ja, also wir haben uns halt über Twitter kennengelernt und auf Twitter ist halt mein Handle Nukes gewesen, weißt du? Okay, warte jetzt. Das ist ja crazy. Also ich habe schon alles gehört. Über Snapchat, aber über Twitter. Ja. Hat sie deinen Tweet retweetet, oder? Nein, also ja, sagen wir es so. Ich weiß nicht, bist du jemals auf Twitter gewesen? Ja. Also früher vor allem so 2019 und 2023 ist halt so Twitter wie so ein grosser Gruppenchat eigentlich gewesen, von vielleicht so die 300 Schweizer User, die immer dabei sind, oder? Und ich bin halt durch E-Sports habe ich schon ein bisschen ziemlich eine grössere Folge, ich sage so mehr als 500, weißt du? Yeah. Auf Twitter sind halt nicht viel unterwegs, oder? Habe ich ein bisschen eine grössere Zahl gehabt von Leuten, die mir halt folgen. Und dann haben wir halt immer getweetet hier und da. Und dann ich habe einfach randomly ein Video gesehen von meiner Freundin und ein paar von Kollegen von ihnen, wie sie eben auch so einen Podcast eigentlich so gemacht haben, so einen Minuten-Clip. Okay, und crazy. Ich so, Bro, das klingt wie eine funny Group, ich will mal mit denen chillen, weißt du? Dann bin ich mit denen chillen, dann habe ich meine Freundin kennengelernt. Und das ist aber so crazy eigentlich. Ja. Wir sagen immer, wir haben das auf einer Party kennengelernt. Stimmt nicht, Bro. Das stimmt nicht. Für alle, die nicht chronically online Leute, wir haben auf unserer Party kennengelernt. Aber für alle anderen, wir haben das auf Twitter kennengelernt. Bro, ich würde das, weißt du, wie hypen? Ich glaube, niemand hat sich auf Twitter kennengelernt. Das ist doch das ist doch der geilste Shit ever. Ja. Okay, krass. Easy. Wie lange ist das her? Das ist 4,5 Jahre jetzt, also 5 Jahre her. Also wir sind jetzt 4,5 Jahre zusammen. Jetzt krass. im Juni kommen wir auf 5 Jahre. Up. Sehr nice. Richtig cool, Mann. Geil! Ja, Chat. Ich sage immer schon Chat. Ich fange immer an Chat zu sagen. Ja, Chat oder Zuhörer. Ich freue mich auf den Podcast heute, weil viele von euch, oder ich denke, der Großteil, der das hört, weiss auch, dass ich selber auch im Streaming-Bereich unterwegs bin, Twitch-mäßig. Und auch so ein bisschen im Gaming-Bereich. Und darum für mich ist das jetzt natürlich ganz, ganz spannend mit dem jungen Herrn da. Oder? Und ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich ein bisschen möchte fragen und so. Und wo ich denke, vielleicht auch Zuhörer so Wunder nimmt. Vor allem, weil es eben Themen sind, die sonst eigentlich, ich würde sagen, man nicht so extrem krass damit Kontakt hat. Und das ist für mich so ein bisschen, oder der Traum von jedem kleinen Bub ist so ein bisschen E-Sport-mäßig. Ja. Oder du machst schnell einfach ein bisschen elaboraten. Wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Wie hat das angefangen? Es ist im Fall sehr, sehr viele verschiedene Zufälle, die gerade hintereinander gefallen sind, die mich dazu geführt hat, dass ich in E-Sports drinnen lande. Ja. Also
ich habe mein Leben lang schon gegamed, oder? Ja. Das ist, glaube ich, bei vielen so, bei vielen Kids, oder? Ich bin halt ein Gamer gewesen, wie auch immer. Habe dann mal mit Kollegen weg Sidemen, Shoutout Sidemen. Sie haben Rocket League gespielt und ich habe das Game geil gefunden, da habe ich mit meinen Kollegen Nein, gekauft. wirklich Ja, dort? sicher, ja, sicher. Crazy, okay. Und dann habe ich dann zugeschaut, wie sie gespielt haben und dann habe ich es selber gekauft und ich habe das Game von Anfang an mega fun gefunden. Am Anfang natürlich, du triffst den Ball nicht, du fährst vorbei, weißt du, es ist einfach lustig mit den Kollegen zu spielen, oder? Nachher bist du so ein bisschen, du machst Eisengeist gegen deine Kollegen, versuchst so, wer besser ist und so, oder man kennt das, oder so ein bisschen das. Und ich habe das dann einfach immer ein bisschen weitergespielt. Irgendwann haben meine Kollegen auch aufgehört zu spielen, aber mich hat einfach das Ranked-System halt richtig gepackt, oder? Du bist auch so ein competitive Guy by nature? So ein bisschen? Ich würde im Fall eigentlich nicht mal sagen, ich bin mega nicht competitive. Ja. Ich bin mehr dafür, dass, weißt du, so, wir alle zusammen great achieven, weißt du? Natürlich so friendly Competition ist halt fein, oder? Weil das motiviert ja sich gegenseitig schon. Aber ich bin in Nature eigentlich voll nicht ein competitive Guy gewesen. Ja. Und bei Rocket League hat sich das aber voll geändert. Ich habe einfach competitive gespielt, was hat mir Spaß gemacht. Ja. Ich habe genuinely nicht einfach gespielt zum Aufranken, sondern wirklich einfach, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber mit der Zeit wirst du besser. So, wirst einfach besser, oder? Genau. Dann habe ich mal irgendwie, ich bin irgendwann Champ gewesen. Das ist so 2016, also jetzt auch schon. Also für die Leute, die keine Ahnung haben, Champ, das ist so ein Rang, den man erreichen kann im Game. Genau, ja. Das ist so damals noch der zweithöchste Rang gewesen. Also es gibt ja auch noch Champ 1, 2, 3 und so, aber damals war es Champ gewesen. Auf jeden Fall, ich bin dann, es hat dann in England so wie ein One-Run-Tournament Organizer gehabt. Und ich habe gewusst, ich bin eh nicht so der beste Spieler, Champ ist noch nicht so krass. Ja. Aber mich hat mich schon ein bisschen E-Sports, ich habe so hier und da mitverfolgt, ich habe gemeint, ich kann dort einfach als Turnieradmin mal mithelfen. Ja. Habe dort dann mitgemacht. Oh, krass. Bin dort als Turnieradmin, als 14-Jähriger bin ich dort dabei gewesen. Und das ist crazy. Nachher bin ich halt durch den Turnierbaum gegangen, vom ersten One-Run-Turnier, das wir gehostet haben. Ich habe 2 Schweizer dort drin gefunden. Ja. Und das sind so die allerersten anderen Schweizer gewesen, wo ich wo ich durch Rocket League gesehen habe. Ja. Habe dann mit denen ein bisschen connected, das sind der Jens und der Aim. Shoutout Jens, er ist einer von meinen besten Kollegen to this day. Ah, wie geil. Und er hat mir gerade gesagt, wirklich so eine Woche nachdem ich ihn kennengelernt habe, ist das allererste Turnier in der Schweiz über Rocket League gekommen. Ja. Oder? Und ich so, ja, mache ich mit. Dann habe ich so ein random Team über Facebook, kann ich damals noch finden, weil es halt noch kein Discord und so kam, weißt du. Habe dann ein Team gefunden und dann habe ich bei einem Turnier mitgemacht. Das war nachher auch das Bewerbungsturnier für die erste Schweizer Liga. Dort sind wir dann in die zweite Liga reingekommen. Also dort hat es schon eine Schweizer Liga gegeben? Es war wirklich die allererste Schweizer Liga, wo vorgekommen ist. Das ist damals noch von Swiss Esports League. Okay, damals hat es noch Pre-Fire League geheißen, vor dem Rebrand. Ja. Die haben eben zuerst eine CS-Liga gemacht und dann haben sie noch Rocket League dazu geholt. Und genau dort bin ich nachher reingerutscht. Also CS Counter-Strike haben sie auch gemacht. Okay. Genau. Und dann bin ich dort reingerutscht. Dann habe ich zweite Stärkeklasse gespielt. Wir sind, glaube ich, das Zweite geworden. Also habe ich mir schon ein bisschen einen Namen machen, dass ich nicht so der Schlechteste bin, aber auch nicht so der Beste. Und dann habe ich alle Leute dann aus der Schweizer Szene sozusagen kennengelernt. Und bin nachher dort immer drin geblieben und habe mich dort weiterentwickelt. Also, nochmal schnell zum Revue passieren lassen. Du bist mit 14 allein auf England? Nein, also ich bin schon da in der Schweiz geblieben. Ich bin über... du hast von da aus Turnieradmin gemacht? Ich habe von da aus Turnieradmin für eine englische Organisatoren gemacht. Auf jeden Fall. Okay. Das weil heisst, das ganze Orga online-mäßig zu Genau, so. Weil ich habe halt nicht gewusst, dass es in der Schweiz überhaupt E-Sports gibt. Für mich ist das etwas komplett Neues noch gewesen. Vor allem Rocket League, wo es es gilt seit 2015. Ich habe nicht gedacht, dass es bei 2017 in der Schweiz schon eine Liga hat. Beziehungsweise 2016. Ja. Und dann habe ich eben randomly das One-Run-Tourney-Dings gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, fix, ich helfe dir einfach mal mit, um ein bisschen mitlernen, was sie da machen. Und dort haben wir dann eben so, dort habe ich ein bisschen Broadcasting gemacht, dort habe ich zum ersten Mal meinen Streaming-Kontakt bekommen, wie wir das streamen. Dort haben wir auch Interviews können führen mit damals ein paar von den besten One-on-One-Spielern, das sind noch der Fairy Peak und der Scrub Killer gewesen. Scrub Killer jünger als ich, by the way, damals noch als 12-Jähriger, aber trotzdem wärst du mein Idol gewesen. Und wir haben noch Interviews führen und so, und das sind so meine ersten Berührungspunkte eigentlich mit E-Sports gewesen. Wie geil, und dann von dort aus eigentlich immer weiter dranbleiben und... Genau, also ich bin vor allem in der Schweizer Szene bin ich halt drin. Ich wollte gerade sagen, weil du hast ja dann wahrscheinlich auch einen rechten Impact auf die Schweizer Szene gehabt, als einer von der ersten dort, oder? Ja, voll. Also ich werde immer noch considered als einer von der OGs, leider ein Ank jetzt. Ein Ank, ja. Wo ich erst 23 bin, aber alle nennen mich Ank. Vor allem in Rocket League ist halt so, Pro-Szene ist mega jung, oder? Jetzt vor allem. Aber damals bin ich noch der Jüngling gewesen. Oder damals 2017, alle sind so etwa 18 bis 21 gewesen und ich bin der einzige 14-Jährige gewesen. Also wirklich so mega viel jünger. Ja.
Das war aber noch geil, weil ich habe so in der Schule und so, ich bin nicht so ein Popular Kid gewesen oder so. Ich habe so meine 1, 2 Kollegen gehabt, natürlich, das ist klar, aber ich habe mega viel gezügelt und mega viel Schule gewechselt, wegen dem habe ich nie so einen Klick gefunden. Und dann über Rocket League habe ich auf einmal so immer jeden Tag die gleichen Leute auf einmal gehabt, weißt du, ich habe das halt geil gefunden, voll cool. Und vor allem sind es auch ältere Leute gewesen, da habe ich ein bisschen Maturity halt noch ein bisschen, weißt du, dazugelernt, weil so, eben als 14-Jähriger kannst du schnell mal in eine falsche Richtung reingehen, vor allem online, oder? Ja. Und da haben wir schon ein bisschen die richtige Richtung so ein bisschen reingezogen. Und cool. Von dort her eben, bin ich einfach in der Schweiz geblieben. Vor allem Schweizer Liga noch nicht gespielt, weil eben, ich wollte ja einfach einer der Besten in der Schweiz sein. Noch nie Schweizer Liga gewonnen, aber das ist egal, weil Trust the process. Es geht nicht immer einfach nur um Gewinnen, es geht ja einfach um Network. Ja, klar. Und ich habe einfach mit allen Leuten genetworked und ich habe viele Opportunities können machen, obwohl ich nicht einer der Besten, also ich bin schon einer der besten Schweizer Rugby Spieler, das sage ich jetzt nicht, aber obwohl ich nicht einer der Top Spieler bin jemals, habe ich sehr viele Opportunities gehabt und bekommen, wo ich sonst wahrscheinlich nicht hätte bekommen. Ultra geil. Ja, richtig cool, Mann. Und dann, wie ist es so, also die Schweizer, wie soll ich sagen, die Schweizer Bubble, ich nenne es jetzt Bubble, ja. Wie hat die sich so verändert? Wie groß ist die gewachsen? Und es ist ja zum einen, du hast gesagt, vorher, was ich noch spannend finde, E-Sports ist ja so dominiert, allgemein jetzt E-Sports, nicht nur Rocket League, von Kids, wo man darf sagen Kids, wo zwischen 10 und 14, 15 sind. Ja, voll. Oder? Ja, also es gibt distinct Eras in E-Sports, würde ich sagen. Es gibt eine Pre-Fortnite-Era und eine Post-Fortnite-Era. Es ist ein ganz klarer Unterschied im Fall. Weil vor Fortnite, beziehungsweise bevor Fortnite mega E-Sports technisch geworden ist, ist es ein bisschen ein Old-Man-Ding gewesen. Ja. Du hast nicht so viele junge Leute gehabt. Ich bin halt früher auch Switzerland und so weiter. Bin ich halt schon seit 2018 jedes Jahr dabei, halt vor Fortnite wirklich big war. Ja. Und jetzt sind die meisten, ich würde sagen, Durchschnittsalter sicher 25 bis 30 gewesen. Ja. Und auch im E-Sports, vor allem in Rocket League zum Beispiel, die meisten, wie schon vorher gesagt, sind etwa 18 bis 25 gewesen. Ja. Und ich bin mit 14 Jahren absolut außerseiter gewesen, zu dem Zeitpunkt. Und dann ist auf einmal Fortnite gekommen. Ja. Irgendwie ist so jeder 13-Jährige ist auf einmal verdammt gut in das Spiel gewesen, oder? Und ich glaube, das hat einfach mega viele Kids auch mal gezeigt, dass es nicht nur Content Creation kannst machen, wenn du gamen, sondern dass du auch E-Sports könntest machen. Oder? Vorher ist eben YouTube und so ist schon vorher mega big gewesen, oder? Ja. Aber vor Fortnite hat, glaube die jüngere Generation hat nicht gewusst, dass E-Sports überhaupt so ein Ding ist. Ja. Und nachdem Fortnite gekommen ist und vor allem, wo der genaue Punkt ist damals, wo es hat ja mal so ein 16-Jähriger so 3 Millionen gewonnen, weil er irgendwie so Weltmeister geworden ist und so. Und es hat National News gemacht, also International News gemacht. Wo, Bro, sogar mein Großvater hat das Gefühl mitbekommen. Ja. Und nachdem ist es halt wirklich so gewesen. Dann hat sich auch Gaming ein bisschen verändert in meiner Meinung nach. Weil vorher ist es noch wirklich um Spaß gegangen. Und jetzt ist es mega grindy. Jedes Game geht es darum, du musst mega grinden und es hat so Battle Passes, wo du musst grinden und du hast Ranks, wo du kannst grinden und es ist immer so ein bisschen, es ist viel mehr competitive geworden. Ist auch einer der Gründe wahrscheinlich, wieso viele denken, dass Games nicht mehr so fun sind wie früher. Weil früher hast du bevor Fun gespielt. Ja. Und jetzt sind sehr viele Games darauf eingestellt, dass es competitive wie möglich ist. Ja, checken. Ich glaube, es kommt auch mega aufs Genre vom Game drauf an. Natürlich, ja. Aber du hast da schon so die 1, 2 Peak-Games, wo du musst sagen, hey, das ist wirklich schwierig, einen Spaß-Lobby zu finden, also zum Teil, oder? Ich finde Prime-Examples sind zum Beispiel eben Fortnite oder auch Call of Duty. Ich glaube, wenn du Call of Duty Black Ops 2 zum Beispiel jetzt mit Black Ops 6 vergleichst, es ist einfach so, in Black Ops 2 hast du halt, ist nicht jeder so insane gewesen, weißt du, mal. Du hast einfach können für dich ein bisschen spielen mit deinen Kollegen oder was auch immer, du hast einfach so deine paar, weißt du, kannst vielleicht in Origins irgendwie so ein paar Zombies abschooten und so. Ja. Und jetzt der Black Ops 6, es geht darum, jeden Skin aufgrinden und so viele Killstreaks wie möglich machen und den Rank aufpushen und Prestige-Meister werden und so. Das hat es halt damals nicht so gehabt, aber jetzt ist das schon eher der Fokus. Aber gleichzeitig ist es halt auch die Chance gewesen, die Competitive-Szene mehr zu pushen, auch in der Schweiz, oder? Klar, ja, also gleichzeitig wächst es dadurch, ja. Das ist noch spannend. Ich finde die Ansicht eigentlich noch relativ geil, auch dass zu sehen, dass viel mehr Junge jetzt in das Ganze eintauchen. Ich weiß nicht, ich glaube, Rocket League spielen, der Top in der Schweiz, ist irgendwie 14, 15 oder ja, so. Ja, das ist der Prosi momentan, er ist 14. Also actually, er ist, glaube ich, gerade erst 15 geworden, aber er ist mit Abstand der beste Spieler. Also ich habe letzte, das Eurocup, habe ich dir ja auch schon kurz gesagt, ich habe den zum ersten Mal im wirklichen Spielen gesehen. Ja. Bro, der hat alle anderen komplett hops genommen. Also er ist so der Swiss Hope quasi. Er ist wirklich wahrscheinlich die Person, die am
Also nicht nur in der Schweiz wirklich einen Namen macht, der wird international sicher einen grossen Namen noch machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wie läuft denn das so ligentechnisch? Du hast jetzt von so Liga, es gibt so Schweizer Ligen. Genau. Ist das wie eine Fußballliga oder wie läuft das da genau? Jein. Also ein großer Unterschied ist halt, im Fußball und im normalen Sport hast du halt wie eine offizielle Liga. Okay, du hast einen Verband, der sagt, okay, das ist die oberste Liga, das ist die zweite Liga, das ist die dritte Liga, was auch immer. Das haben wir in der Schweiz wie nicht. Also generell bei Ländern hat man das weniger. Da hat es einfach. Du musst einfach hoffen, dass irgendwelche Voluntaries, man muss halt denken, das sind alles Voluntaries. Es sind alles Voluntaries, die das schaffen. Es gibt keine grosse Verbände, also es gibt natürlich schon den Schweizer E-Sports-Verband. Es gibt schon den Schweizer E-Sports, aber die nicht Sachen organisieren. Die sind mehr so wie ein rechtlicher Schutz. Sagen wir zum Beispiel, du willst jetzt eine Rocket League Liga gründen. Ja. Da hast du spezifische Regelungen, die du musst einhalten musst, die Epic Games dir halt gibt. Und SCSF ist da sozusagen wie... Checken. Genau, du das ein bisschen checken, um zu schauen, dass du da wirklich alles gerade hast und dass es da kein Problem gibt. Und krass, so. Okay. Aber ja, die Ligen, die es halt eigentlich gibt, die sind alle von Voluntary Basis. Also wir haben früher zum Beispiel haben wir eben die Swiss Esports League gehabt. Vom Namen her ist ja klar gewesen, es ist die grösste Schweizer Esports Liga gewesen. Die haben Rocket League gehabt, CS, League of Legends, Hearthstone, alles drum und dran eigentlich. Da hast du aber zum Beispiel auch, jetzt zum Beispiel für Rocket League, das ist eben noch lustig, wir haben jetzt so zum Beispiel zu dem PC-Punkt 2 Ligen gehabt. Weil wir haben die Swiss Esports League gehabt und wir haben die TCS Esports League gehabt. TCS kennst du vielleicht, oder? Die da Leute ist, wenn die Seite kaputt ist. Oder? Die haben eben auch... die Sponsor sind wahrscheinlich. Genau, die sind der Sponsor gewesen, das war ihr Name gewesen. Und sie hat dann auch nur Rocket League spezifische Liga gegründet, wo dann eigentlich eher als die offiziell gesehen worden ist, weil die nur Rocket League gemacht haben. Sie haben ein mega grosses Budget. Also wir haben Media Days gehabt, wir haben professionelle Caster gehabt. Aber das braucht ja genau in dieser Szene, dass sie wächst, oder? Genau, natürlich, das ist ja klar. Ja. Aber eben, es gibt nie so etwas Offizielles. Es ist immer so, wenn jemand sich den Mut gerade nimmt, um etwas zu organisieren für uns, dann spielen wir gerne mit. Oder momentan ist das jetzt zum Beispiel, eben TCS gibt es nicht mehr, Swiss Esports League, beide bankrott gegangen. Jetzt haben wir die IBEX Gaming League, die haben keinen Prize Pool, nichts, aber die werden jetzt angesehen als die offizielle Schweizer Liga im Moment, das ist die einzige. Und die haben auch keinen Prize Pool und so, die machen das voll voluntary. Ihr Logo ist, also ihr Motto ist auch by the players for the players, oder? Und die sind das jetzt gerade sehr gut am Aufreißen. Cool, mega gut. Und wie läuft das jetzt aber, wenn es zum Step ist International geht? Weil ich denke, das ist ja bei vielen gleich als Ziel. Ja. Gehst du einfach nach Ranking-Punkten, die du hast halt im Game auf der Weltrangliste? Oder wie läuft das so etwas dann? Weil du musst ja irgendwie in ein Team kommen. Natürlich. Also, ich kann jetzt natürlich nur für Rocket League spezifisch jetzt reden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass bei den meisten Competitive Teams. Es geht mir jetzt auch so spezifisch um Rocket League. Jetzt, für Rocket League haben wir natürlich nur etwas, wo offiziell von Epic Games ist. Das ist RLCS, oder Rocket League Championship. Dort hast du. Was sind Weltmeisterschaften? Genau, das sind Weltmeisterschaften eigentlich. Und das ist auch eine Liga oder ist das ein Tourney? Das ist sehr spezifisch aufgebaut. Ich kann es dir eigentlich schon gerne erklären, wenn du willst. Okay, aber es geht basically, du hast 3 Regionals, nennen wir das. Regionals sind einfach so, okay, Europameisterschaft, Amerikameisterschaft, Asienmeisterschaft, Ozeanien und Saudi-Arabien. Ja. Okay, die Areas. Die haben jeweils 3 Regionals. In diesen 3 Regionals, wenn du halt genug weit kommst, kannst du Punkte sammeln. Ja. Sagen wir, du hast jetzt alle 3 Regionals gespielt und du hast genug Punkte gemacht, oder? Dann bist du in der Top 16 eigentlich sind es Top 8, glaube ich, von deiner Region. Die Top 8 spielen dann noch ein letztes Mal gegeneinander und ich glaube nachher so 4 von EU, 2 von MENA, 2 von US und so. Die kommen nachher alle ein und nachher läuft der World Championship am Ende vom Jahr sozusagen. Wenn du aber jetzt zum Beispiel du bist jetzt daheim am Chillen und willst bei einer von deinen RLCS jetzt mal mitmachen, du hast eben wie gesagt die Regionals, die sind open. Können alle mitmachen. Ja. Also jeder darf sich anmelden, du musst einfach ein 3er-Team haben und dann kannst du dich dort anmelden mit den Epic Games und was auch immer und dann spielst du halt einfach so gut wie möglich mit. Also jeder fängt genau so an. Das heisst auch alle E-Sports-Teams. Das finde ich ultra geil. Das heisst, es kann zum Beispiel sein, wenn du jetzt zum Beispiel das mit dem Ranking, was du noch vorher gesagt hast, dieses 3-gegen-3 Ranking wird sozusagen gezogen an einem bestimmten Zeitpunkt. Ja. Und nachher nehmen sie den Average, nachher tun sie dich halt alle Teams Averages nehmen und nachher tun sie dich an, okay, wie hoch du ungefähr bist. Oder mein Team ist immer so etwa in Zeit 200 bis 300 von vielleicht 2000 oder so. Ja. Das heisst, der erste
platzierte Seed spielt ziemlich sicher gegen den letztplatzierte Seed in der ersten Runde. Aber das ist geil. Theoretisch hat man gleich die Möglichkeit, so dass ein Underdog quasi haben so wir mega oft actually. Oh, wie geil. Wir haben mega oft das. haben wir das actually. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren ist Team Queso haben die geheißen. Team Käse. Das sind der Jojo, Rise und der Vatira gewesen. Und das sind 3 Kids, wirklich 13-, 14-Jährige sind es gewesen, die eigentlich für Freestyling bekannt gewesen sind. Falls ihr Rocket League nicht so ganz kennen, das geht halt competitive, die Leute, die halt im Rank spielen. Ja. Es gibt Freestyles. Freestyles sind einfach die coole Goals eigentlich machen. Ja. Und die sind eigentlich bekannt gewesen als Freestyler, aber sind auch competitively gut gewesen, sag ich mal. Okay. Bro, die sind als reingegangen, Open, alle kaputt gemacht, Bro. Regional 1, 2 gewonnen, Bro. Gegen alle E-Sports-Team, alle mit so 13, 14, Bro, haben es alle kaputt gemacht. Und nachher sind sie halt vom neuesten E-Sports aufgenommen worden und jetzt sind sie auch einer der bekanntesten Rocket League-Spieler, was halt geht, oder? Krass. Aber so Underdog-Stories gibt es eigentlich viel. Die meisten, die eigentlich sich einen Namen machen, sind durch RLCS eigentlich, wenn sie dort hoch reinkommen. Ja. Voll geil. Liebe ich. Ich finde das richtig coole Stories. So auch. Das ist jetzt mega spezifisch, für viele Leute checken das wahrscheinlich gar nicht, aber ich finde die Materie mega spannend, darum frage ich das auch so gerne. Okay? Das ist krass Ding. Das ist richtig geil. Und selber in dem Fall auch schon, bist du schon mal International Links von einem Turnier gewesen? Also, ich bin... RLCS bin ich jetzt nie weggekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. RLCS ist so mein Sensemann, Bro. Der schafft irgendwie nie... Ja, der macht dich kaputt, Bro. Es kann nicht irgendein Team mit 1500 haben, wo die besten Spieler gefühlt drin hat. Ja. Kannst du gar nicht kontrollieren. Wegen dem RLCS habe ich leider nie wirklich gross etwas geschafft. Ich habe definitiv aber in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, habe ich schon etwas machen. Cool. Jetzt eben Schweizer Liga zum Beispiel, habe ich schon ein paar Mal Top 3 geschafft, Top 4, oder? Mit dem Dreier-Team, oder wie? Genau, mit dem Dreier-Team, also immer verschiedene Teams, aber jetzt die letzten 2 Jahre, glaube ich, haben wir das gleiche Team immer. Darf ich da schon reingrätschen? Aber das läuft einfach so, hey yo Bro, hast du Bock zusammen ein Team machen für... Also ja, ich bin ehrlich gesagt, vor 2,5 Jahren, ich bin allein gestanden. Ich habe nicht so wirklich ein fixes Team gehabt. Ich bin halt einfach bekannt gewesen als der Rocket League Guy, aber ich bin nicht so der beste Spieler gewesen oder der schlechteste, oder? Dann habe ich den Rolli gefragt, das ist ein Kollege von mir, er hat bei einem anderen Team gespielt. Ich so, yo, hast du Bock nächste Season mit mir zu spielen? Er so, ja, fix. Geil. Nachher die 2 Personen ist der Zemo. Der Zemo hat aufgehört Rocket League zu spielen, weil er ist Lidl-Filialleiter wurde und hat keine Zeit mehr gehabt. Geil! Dann habe ich ihm geschrieben, weil er ist immer noch, Bro, er spielt nie, macht 3 Monate Pause, kommt zurück, Top 2 der Schweiz. Direkt mit dem Ranking, weißt du? Geil. Und ich habe ihm geschrieben und ich so, yo, hast du Bock? Er so, ja, ich habe nicht so Zeit, weil Lidl und so, klar. Nachher ich so, ja, wir suchen uns ab, nachher kommen wir, weißt du? Nachher so, ja, fix, komm. Nachher, jetzt sind wir zu dritt, seit 2 Jahren unterwegs, oder? Und spielen miteinander. Wir haben jetzt auch noch den Arco reingeholt. Der Arco ist früher sehr, sehr gut gewesen. Er hat Switzerland 3-mal Back-to-Back gewonnen. Okay. Hat nachher eine Pause gemacht und ist nachher Coach geworden. Ja. Und jetzt ist er wieder einfach bei uns ab, einfach weil er Bock hat. Geil. Und wir haben noch so gerade letzte, weil bei RLCS haben wir gerade keine dritte Person gehabt, die Zeit hatte, weil eben Lidl-Filialleiter hat keine Zeit, der andere ist keine Ahnung, in Südafrika am Coachen, weißt du. Haben wir halt noch einen dritten gesucht, jetzt haben wir so einen Belgier noch reingeholt, der Asta heisst. Okay. Und er ist jetzt auch einfach nur mit dabei, sage ich jetzt mal. Okay, aber das ist ein Homie von euch, den ihr einfach so kennt, oder wie? Nein, wir haben ihn nicht kennen. Wir haben im RLCS Discord haben wir geschrieben, yo, wir sind 11-1, ungefähr der Rank. Dann haben ein paar Leute uns geschrieben, dann haben wir mit anderen mal gespielt, mit dem ist es fun gewesen. Dann haben wir so, ja, fix, spielen mit dir. Wie geil, ja, aber! Das geht richtig quick. Nice. Ja, okay. Also bei Rocket League vor allem, dort werden Teams mega... Ja, es ist eine grosse Community erstens und es wird halt mega viel immer Teams geswitcht. Also man sagt immer, Off-Season ist der Killer. Weil so, auch bei TCS-Zeiten früher, auch in der Schweizer E-Sports-Zeit, ich glaube, so von jedem Team 60% vom Team ist anders gewesen nächste Season. Also du hast nie aber du darfst nicht während der Season switchen, gell? Nein, das darfst du nicht. Du hast einen Roster-Lock, das ist klar. Aber während der Season ist es dann einfach... Also Off-Season sind immer Leute in ein anderes Team und nachher hast du wieder andere Trikots bestellen und was weiß ich. Weißt, also das ist halt schon ziemlich hart gewesen. Ja. Okay, crazy. Finde ich auch noch spannend, so, dass das so hin und her switcht. Ja, es ist schon ein bisschen Loyalty, ist nicht so ein Ding in Rocket League. Gut, du hast halt keinen Sponsor nicht oder so, ja, genau. Weißt, keinen Vertrag nicht und nein, alles. Ist nicht, das ist alles, eben, das ist einfach Kollegialbasis, oder? Einfach so, wenn du Bock hast mit denen Spielern, spielst du mit denen, wenn du keinen Bock mehr hast, dann spielst du nicht mehr. Und was ist denn so, du hast jetzt gesagt, der 14-Jährige, wie heisst der? Der Prozi. Was ist denn der so weltstandtechnisch? Wie vertritt er? Er ist letzte Season hat er Season geendet auf dem 3. Platz auf dem 2v2 Leaderboard worldwide. Also ist 2005. Also er ist Top 5 weltweit im 2x2? Letzte Season, ja. Diese Season ist er, glaube ich, auch in der Top 100 auf jeden Fall. Ja. Aber konstant, ja. Also er ist... Crazy.
Er ist wirklich nicht, er spielt nicht nur. Leute checken das nicht, auch wenn du im höchsten Rang bist, du bist noch nicht auf Pro-Level. Ja, das ist ein ganz großer Unterschied, oder? Aber er ist so nah zu Pro, also wirklich so nah zu Pro-Level im Fall. Also er ist definitiv. Und er ist 14 oder 15. Oder 15, ja, auf jeden Fall. Aber er ist mega das Mysterium, Bro. Weil wir haben versucht, mit ihm in den Call reinzukommen, der kommt nie in den Call mit einem. Wir haben keine Ahnung, wie er aussieht. Ja, er ist halt 15. Ja, okay. Aber ich bin mit 14 auch da gewesen und weißt, haben mit den Leuten geredet und so. Ja. Aber Bro, er ist nur am Grinden, Bro. Ich schaue immer im Tracker, Bro, der hat irgendwie so 1000 Games in der Season. Aber da ich frage, 500, weiss man bei ihm so ein bisschen, wie er das macht? Mit Schule und allem drum und dran? Nein, keine Ahnung. Wir wissen wirklich nicht, wer er ist. Er ist ein Mysterium, das wahrscheinlich erst gelüftet wird, sobald er RLCS mal gewinnt oder so. Vorher haben wir keine Ahnung. Ja. Die ganze Schweizer Szene, gell? Nein, wir haben noch nie mit ihm geredet. Bro, wie massiv Aura hat der Typ ich weiß. 15, Bro, ich nimmt er alle auseinander und keiner weiß, wer er ist. Ja, Bro, wir haben auch schon mal, also es ist, glaube ich, ein Schweizer Team gehabt. Ich glaube, Vision Gaming hat einen kurz drinnen gehabt. Ja. Aber er hat einfach nicht mit denen spielen, weil es sind alles Deutschschweizer gewesen. Und er ist halt Französisch-Schweizer, weißt du? Das hat auch noch ein bisschen ja, gut, Chat, jetzt macht alles Sinn, die Uhren Romos. Nein, Bro, nachher irgendwie so. Ich habe eben auch einen Coach, oder? Der Pascal aus Deutschland. Shoutout Pascal. Und er hat eben auch gesagt: Kennst du den Prosi? Ich so: Ja, ich habe mal den Namen gehört. So, du weißt schon, er ist Top 5 2v2 Leaderboard gerade. Nicht so, was? Ich gehe Rocket League direkt aufgestartet, schauen, oder? Er ist so 3. Platz. Ich so: Nein, Bro. Ich gehe auf seinen Steam-Account. Es ist ein Schweizer. Ich so, das ist crazy. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Okay. Aber bei dem 2v2 Eurocup, wo er gespielt hat, oder? Ich habe mit seinem Teammate, der Fighter, ihn kenne ich gut, oder? Wir haben es gut miteinander. Okay. Und er hat mir geschrieben und wir haben das miteinander geschrieben und ich habe ihn so gefragt, ja, wie ist er so, weißt du, als Person? Weil ich meine, sie reden miteinander. Ja. Sie haben nicht kommuniziert. Die sind nicht im Call zusammen gewesen. Der Prosi hat ihm geschrieben, wenn es knapp wird, können wir in einen Call gehen, aber sonst müssen wir nicht. Es ist nie knapp geworden, Bro. Der ist crazy. Nein, wirklich. Andere Liga. Das ist krass. Insane. Ja, Mann. Ich würde gerne noch auf das Thema sprechen kommen. Und zwar, du hast ja jetzt nebst dem E-Sports hast du ja noch mit Content Creation so ein bisschen angefangen, mit TikTok-Streaming. Erzähl mir jetzt, was ist der Switch, wo du gesagt hast, hey, du möchtest jetzt Content machen? Ey, ich habe schon immer Content gemacht eigentlich. Also ja. Ich habe schon sehr oft also weißt du, ich glaube, Bro, als 5. Klasse habe ich auch meine Minecraft-Videos noch auf YouTube irgendwo auf. Okay, ich frage anders. Warum jetzt auf TikTok-Streaming und warum es so in dieser Quantität, wie du es aktuell machst? Okay, ich bin eben, ehrlich gesagt, vorher nicht so in einem guten Haushalt gewesen, oder? Und es war mega schwierig zum Content machen. Weil, wenn ich am Streamen war zum Beispiel, ist gute Möglichkeit da gewesen, dass man Streitereien im Hintergrund hört und so. Und natürlich wollte ich dann nicht streamen. Klar. Oder auch Videos aufnehmen oder sonst irgendetwas machen. Und ich bin, Halleluja, aus dem Haushalt rausgekommen jetzt. Und ich bin jetzt mit der Freundin am Wohnen und mit einem Mitbewohner. Und vor allem, weil letztes Jahr ist es ziemlich dramatisch gewesen mit meiner Familie, das Zeugs alles. Okay. Und haben dann auch gesagt, ich kündige meinen Job, um ein bisschen Zeit für mich zu nehmen. Ja, fix. Braucht es manchmal. Genau. Und dann habe ich im Dezember, ich eigentlich nur November für mich einfach Pause gemacht. Ich habe dann auch so Sachen, weißt du, ich habe alles erklären, wie Versicherungen funktionieren und alles. Da habe ich keine Ahnung, oder? Ja. Habe Zeit für mich genommen. Und dann im Dezember dachte ich so, ja, okay, jetzt habe ich mal, weißt du, ich bin die ganze Zeit daheim, ich habe nichts zu tun. Ich so, okay, tu ich doch mal ein bisschen wieder streamen, weißt du? Ja. Und zuerst habe ich auf Twitch wollen, nachher ich so, irgendwie wollte ich das jetzt mal ein bisschen anders angehen. Weil ich habe nicht mehr Hochdeutsch mal gemacht, ich habe mal Englisch gemacht oder so, weißt du, man versucht halt immer so ein bisschen etwas machen. Und ich habe einfach gesagt, okay, weißt du was, ich probiere es einfach so mega low effort wie möglich, einfach Schweizerdeutsch Rocket League streamen und schauen, was passiert. Und ich habe dann gedacht, okay, ich gehe mal auf TikTok Bild. Why not? Macht am meisten Sinn. Genau, why not? Bin auf TikTok gegangen, erster Stream, 50 Viewer. Ich so, yo! Das shit ist crazy, das ist crazy, okay. Und Leute sind aktiv, weißt du, auf Twitch hast du keinen Algorithmus, es ist, es sind immer die gleichen 2 Leute, die reinkommen. Nicht, also, schau an meine 2 Leute, die immer reingekommen sind, weißt du, aber es macht es nicht so zu einem unterhaltsamen Stream, oder? Vor allem, wenn so Fragen und so kommen. Ja. Auf TikTok bin ich eben reingegangen und ich habe gemerkt, es sind mega viel. Ich habe gemeint, Rocket League ist ein totes Game, das niemand in der Schweiz spielt. Und dann habe ich auf TikTok streamen, es hat so viele Rocket League-Spieler, die halt so im Diamond bis Champ-Bereich sind, die gar nicht wissen, dass es so eine E-Sports-Szene gibt oder sonst irgendwas. Und auch sonst, es gibt keine Rocket League-spezifischen
Content Creator aus der Schweiz, oder? Ja. Und ich so, ja gut, dann fülle ich einfach mal die Schuhe für jetzt. Bro, oder? so und clever, es ist so clever. Ja. Das ist geil, Mann. Und auch die Clips, die du machst und so, es ist wirklich clever. Ja. Ich habe eben schon immer ein bisschen einen analytischen Mind gehabt, wenn es um Content Creation geht. Ich habe sehr viel um so wie heißt so Algorithmen und so Stuff, habe ich alles wirklich. Habe ich jetzt nie so, weißt du, ernst genommen jetzt. Also ich nutze es nicht aus, aber ich habe auf jeden Fall so, ich bin ein Viewer, weißt du, ich bin ein Viewer von Twitch-Streams, von YouTube und all das Zeugs. Ich weiß, was ich würde gerne sehen. Und ich so, okay, ich setze ungefähr etwa um. Oder? Und habe jetzt einfach gesagt, okay, weißt du was, ich kann Rocket League. Schweizerdeutsch redet fast niemand. Es gibt es wenig, oder? Das ist halt immer so ein Ding. Jetzt mittlerweile wieder ein bisschen mehr, aber so. Ja. Es wird recht pusht aktuell. Es wird recht pusht, aber es hat nicht so viel gegeben. Und ich so, ja, look, das ist jetzt einfach das, was ich jetzt machen will. Und das ist jetzt zu dem gekommen und es hat funktioniert. Und ist es schon so ein bisschen eine Community am Bild oder sind es wirklich noch so random Leute mäßig oder hast du so ein bisschen vereinzelt jetzt? Ich habe sicher so meine so 15, 20 Leute, die ich immer wieder sehe. Voll geil. Natürlich nicht so konstant, weil ich streame jetzt sehr komisch. Willst du ein Geheimnis, wenn ich streame, Bro? Ja. Ich streame dann, wenn der Max nicht streamt. Bro, ich merke das aber auch, Bro. Und ich streame nur auf Twitch. Der Sieg zwipft uns alle Viewers ab, Mann. Nein, Bro, ich weiß, vom 1 bis um 6 ist der Du nicht live. That's my time to shine, Bro. That's my time to shine. Bro. Ja, aber auf jeden Fall. Aber er besetzt halt auch alle Zeit über den Mittag, am Abend, weißt du? Am Morgen, Bro. Nein, morgen oder nicht. Morgen wahrscheinlich ausgesetzt. Halleluja. Ja, aber auf jeden Fall. Max. Ja, und am Max seine Mods, Shoutout, weil das sind jetzt auch alles Mini-Mods geworden. Ja, Bro, bei mir auch. Nein, aber das ist immer cool. Das ist ja in der Mod-Szene ist das, glaube ich, oft so, dass einfach die Mods, weißt du, so querfeld ein in mehrere umeinander sind, weil die ja so eine Leidenschaft dafür haben. Ja, so voll. Ja, voll. So, ja, Shoutout Silva, ne? Big up. Und Shoutout Max, weil er ermöglicht uns ganz viel. Also er geht richtig als Pionier voraus mit dem Ganzen. Und das finde ich ultra geil. Nein, definitiv. Ich wäre auch, glaube ich, niemals so Schweizerdeutsch geswitcht, wenn ich den Max nicht gesehen hätte, so für stampfen damit im Fall. Richtig stark, wenn er das macht, ja. Genau. Nochmal zurück. Ja. Aber Schweizerdeutsch in dem Fall voll am Gas geht. Ja, genau. Schweizerdeutsch funktioniert, läuft. Auf jeden Fall. Eben, ich habe meine 10, 15 Leute, die immer wieder reinkommen. Eben Nachmittagszeit, die meisten sind am Arbeiten, sie sagen immer, hey, Bro, ich bin da, Arbeitszeitbetrug und so. Und ich so, ja, kann ich den Stream offen oben links weg? Ja, genau, so etwa. Aber weißt du, sie chillen jetzt und haben eine Conversation mit mir. Weißt du, das ist eigentlich das, was ich mit Streaming haben wollte machen, weil ich hocke halt nur daheim und habe nicht wirklich viel etwas zu tun. Ja. Und eben Mitbewohner und Freunde sind am Arbeiten. Ja. Oder dann habe ich niemanden zum Mitreden, außer meine 2 Kätzchen, Bro. Weißt du, auch meine 2 Cats, aber ich brauche einen Human ab und zu. Ja, manchmal genau, mehr als nur Miami. Genau, und viele Viewer von mir sind auch sehr interessiert über Rocket League, vor allem so High-Level Rocket League und so weiter und haben sehr spezifische Fragen mit Tipps und so weiter. Du kannst so krass schweizerdeutsche Content auch in die Richtung machen, so nebst Streaming. Du kannst so wirklich der Musty werden von der Schweiz. Aber, weißt das habe ich mir auch schon überlegt. Natürlich, ich bin jetzt auch mit einem anderen Kollegen, der Swefli, Charlotte Swefli ist auch ein Schweizer Rocket League-Spieler, spielt auch Ibex und all die Ligen und so weiter. Geil. Und hat genau gleichzeitig wie ich Content, also wirklich zufällig. Dann musst du dich gegenseitig irgendwie pushen oder so? Ja, wir haben wirklich nur so 10 Follower-Unterschiede im Fall. Also wir haben schon überlegt, dass man so weißt du, der Musty macht mit dem West, das ist auch so ein anderer. Ja, mit dem West und so. Genau, ich bin voll im Musty drin im Fall. Schon, ja. Okay, seit ein paar Wochen. Gestern oder vorgestern Abend habe ich irgendwie 3 Videos hintereinander. Schon, das ist nice, das ist nice. Ja, er hat ja auch so die KPH-Races und so gemacht. Ja, weißt, genau. Und ich und das Zweifel sind auch gerade am Überlegen, so etwas in die Richtung, aber halt eine Schweizer Version davon machen. Unbedingt. Aber mal zum Schauen, wie das läuft, oder? Aber ja, es ist eine Nische, die jetzt gerade noch niemand so richtig getroffen hat. Zweifel, Halleluja. Macht hochdeutscher Content, das heisst, der Schweizer Stuff ist immer noch bei mir, Bro. Geil. Ja, aber auf jeden Fall, ja, Schweizerdeutsch, ich sage das auch immer auf Stream, weil es kommen sehr viel Deutsch hin und so, was ist das für eine Sprache? Was ist das für eine Sprache? Ja, genau. Ja. Und dann sage ich halt immer so, ey, look, es tut mir leid für meine deutschen Content Creator und so, also für meine deutschen Viewer. Ich werde für immer und ewig, glaube ich, auf Schweizerdeutsch bleiben. Ja. Auch wenn ich einen deutschen Collab habe, ich werde dann einfach mit Schweizerdeutsch so Müll im Fall. Also ja, ich würde sicher bei Schweizerdeutsch bleiben. Geil. Sehr, sehr cool. Ich finde das wichtig, richtig und strong. Und ich glaube, für den Zug, ich glaube so fest, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird das Ding in der Schweiz. Ich glaube auch.
mit dem Max, der so eine Messlatte setzt und so, es wird einfach Leute nachziehen, vor allem Kids. Und das fängt eben an bei diesen 10, 11, 12-Jährigen. Und plötzlich fängt mal einer an, die Kamera in die Hand nehmen, der Profi oder wo richtig gut ist im Fortnite. Und ja, zum Beispiel, neben Noah, wo es da gibt im Fortnite und so, weißt du? Und dann bam, 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 bam. Und ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Darum, ich finde das geil. Ich habe mich so gefreut, wenn ich das gesehen habe, dass du das so machst. Ich so, yes! Man muss sich aber gegenseitig auch supporten und unterstützen, und so, dass man das als Gemeinschaft kann pushen kann. Das stimmt, darum richtig, richtig cool, Mann. Geil. Ja, Mann. Wegen dem, ich habe auch gedacht, langsam muss ich auch ein bisschen Collabs und so weitermachen, weil ich bin bis jetzt nur für mich am Content machen. Darum hast du mich gecoacht, oder? Natürlich. Ja, nein, aber ich finde Collaboration extrem wichtig. Ich bin auch zu sehr vielen Opportunities gekommen, wo ich nicht hätte kommen können, wenn ich nicht einfach rausgegangen bin und gefragt hätte. Weißt du, zum Beispiel, auch jetzt der Podcast, ich bin in den Streamer gekommen und ich habe einfach gefragt, Bro, wenn Nukes X Schmidt Podcast macht, ja, Bro, dann und dann. Ich so, safe! Rausgekommen! Ja, geil. Bro. Sehr geil. Also, Bro, wir haben schon fast 40 Minuten. 36 Minuten. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt in den zweiten Teil, genau, in das Format hinein. Du kennst meinen Podcast, ja, hast du gesagt. Ja. Ganz einfach, Kärtchen mit tiefgründigen Fragen, du zuerst beantwortest, weil ich mache ja Mindset und Motivational und Personal Development. Ja. Und das bringen wir jetzt auch noch da ein bisschen mit rein, Mann. Also. Sehr, sehr cool. Also, willst du auch gerade, oder ziehst du random eine, was? Ja. Wenn nochmal die Frage kommt mit, was würdest du machen, wenn es läuft? So. Was ist das beste Kompliment, das dir jemand Fremdes jemals gegeben? Die ist so schwierig. Das ist echt eine schwierige Frage. Kompliment von einem Stranger. Ich muss sagen, ich glaube, die sind im Fall. Also der, wo mir jetzt gerade am tiefgründigsten bleibt, ist wahrscheinlich gerade seit ich anfange an zu streamen. Ja. Weil so, ich bin nicht outgoing gross. Ja. Also ich gehe nicht in den Ausgang, ich gehe nicht irgendwie mit Leuten, keine Ahnung. Ja. Ich bin Basement Dweller, basically. Ja. Wegen dem, ich komme nicht so groß in Kontakt mit Fremden. Ja. Aber seit ich anfange an auf Schweizerdeutsch Rocket League Content vor allem posten, sind sehr viele Leute auf mich zugekommen, über TikTok-DMs, über Comments, über auch einfach im Stream-Chat selber und haben mir einfach gesagt, es ist ein mega enjoyable Watch und du bist ein sympathischer Sieg. Wow, ja. Und honestly, jedes Mal, wo ich noch so eine Nachricht gelesen habe, ich bin schon zurückgesessen, ich so damn. Das ist nice zum Hören, weißt du, ich meine. Weil so, eben, ich habe nicht viel Kompliment gross bekommen, sage ich jetzt mal. Ja. Ich bin auch nie in so Opportunities gewesen, zum wirklich Kompliment bekommen, oder? Und dann, wenn ich halt so Leute, die vor allem nur so zum ersten Mal reinklicken und so, weißt du, einfach mal schon 10 Minuten drin bleiben und einfach mal gesehen, so, hey, du bist ein sympathischer Dude, das ist ein Follow, Mann. Weißt du, dann muss ich auch einfach sagen, Bro, danke für den sympathischen Chat, Bro. Appreciate it, weißt du? Appreciate it. Richtig, richtig nice, Mann. Sehr, sehr schön. Alright. Cool. Ja, ich das Thema, das ich vorhin noch wollte, kurz vielleicht anschneiden. Aber eben, wie gesagt, ich weiss nicht, du hast ja gesagt, ein bisschen schwieriger Haushalt gehabt und so dort. Eben, wenn es nicht zu viel ist, musst du auch nicht sagen so. Aber dort wie ist das so für dich persönlich gewesen? Weil ich habe nicht per se einen schwierigen Haushalt gehabt, aber ich habe auch Situations gehabt, wo es zum Teil so gekommen ist. Und ich bin sicher, du weißt, was ich meine. Du kommst so heim und du möchtest eigentlich gerade wieder raus. Also du bist so daheim und du bist so... Ja. So, oder einfach im Zimmer zu und weißt du, möglichst nicht da sein. Wie bist du mit so Situationen umgegangen? Weil ich bin einmal einfach wirklich so heimgekommen, habe mich entweder da im Zimmer verbarrikadiert oder bin einfach straight up wieder raus und rumfahren oder einfach keine Ahnung, weg sein. Oder für mich ist damals auch Gaming eine Welt gewesen, wo ich einfach alles außenrum abschalten konnte. Und darum bin ich auch so wirklich mit Leidenschaft eigentlich auch im Gaming nebst dem Content und so drin. Weil es einfach so war, so, das ist so meine Welt, weißt du, quasi. Und ich bin der Meinung, man darf nicht einfach die reelle Welt vergessen, so, aber so zwischendurch eine Ablenkung, um ein bisschen calm und so, ist mega nice. Wie bist du so umgegangen mit so Situationen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin sehr, sehr schlecht mit dem Zeugs umgegangen. Ja. Also ich habe schon ziemlich das gemacht, was du eigentlich auch gemacht hast, aber zu einem sehr, sehr extremen Sinn eigentlich. Ja. Weil so, bei mir war halt wirklich gewesen, dass ich, also bei uns hat es wirklich konstant immer Streitereien gehabt. Ja. Und ich bin jemand, der absolut null konfrontationsfähig, genau, oder was? Genau das, ja. Also ich kann nicht auf Konfrontationen eingehen. Ich kann auch nie, also ich versuche, wenn schon einfach einen Umweg finden, um das ein bisschen avoiden, weißt du. Finde ich ja richtig, ja. Und die habe ich das einfach nicht können. Ja.
Und ich bin halt sehr, sehr früh, also schon mit 13 und so, bin ich halt so auf Sachen wie so Cannabis und so reingefallen. Oder ich bin... einfach zum ein bisschen... Ja, genau. Also ich bin eigentlich, Bro, jeder Tag war bei mir genau gleich gewesen. Ich komme von der Schule heim, ich rauche draussen rein, ich gehe in mein Zimmer, Zimmertür zu. Ja. Ich darf es nicht abschließen, weil meine Mama hat damals den Schlüssel geklaut gehabt, aber es ist trotzdem... Ich Türe zu, Kopfhörer an, anfangen gamen, YouTube schauen, was auch immer, bis spät am Abend, irgendwie so 4, 5 Uhr am Morgen, nachher gehst du 2 Stunden pennen und nachher... Der Cycle repeatet sich die ganze Zeit. Und Halleluja eben, ich bin zum Glück rausgekommen. Und shout out meine Freundin, weil she holding me down. Shout out for real. Und ich bin jetzt wirklich, ich versuche gerade von sehr vielem wegzukommen. Also jetzt eben, wie gesagt, ich bin jetzt im Juni bin ich draußen, oder? Und ich habe immer noch einfach aus Habit, weil das ist jetzt so schon fast 10 Jahre. Ja, das ist jetzt fast 10 Jahre von Cycles, die sich repeated haben. Bin ich halt voll drin gewesen und wir haben jetzt gesagt, okay, ich brauche jetzt einfach mal einen Stopp. Dann habe ich mit Cannabis habe jetzt eine Pause. Alkoholpause. Bro, wie lange jetzt schon? Seit dem 1. November eigentlich. Bro, Alter, das sind fucking 2 Monate, jetzt sind 3 Monate. Ja. Fucking hell, machen. Eben, ich bin wirklich so, Bro, ich bin durch ein 20, also ich bin durch 2 Gramm am Tag, bin ich, oder vielleicht mehr bin ich durchgeraucht. Seit mit 13, Bro, das ist so oder so, das macht den Kopf kaputt. Ja. Mit 13? Ja, ich bin sehr früh reingekommen. Ja, und auf jeden Fall, irgendetwas habe ich auch gebraucht, um aus dem rauszukommen, weißt du. Und eben, jetzt bin ich halt immer in der Headspace gewesen, wo ich so... Vorher habe ich gekifft, um aus dem schlechten Feeling rauszukommen. Yeah. Aber jetzt, weil ich halt immer in einem komplett neuen Environment war, wo eigentlich alles safe war, wo ich angefangen habe zu kiffen, dann habe ich wie die alten Flashbacks von früher zurück mitgenommen. Weil es Memory quasi reminiscing Genau. ist, Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann das jetzt nicht mehr. Ja. Und dann habe ich jetzt vor allem bin ich weggekommen und jetzt seit dem 1. November versuche ich vom Rauchen wegzukommen, also Ziggis. Ja. Hast du vielleicht gesehen, ich bin immer noch am Snoozen, aber das ist... Aber es ist ein Prozess, ja, es ist ein Prozess, aber es ist der Snooze mit dem absolut wenigsten Nikotin, den es hat. Und hoffentlich komme ich von dem dann auch noch weg und dann bin ich zum ersten Mal hoffentlich mal richtig sober. Krank geil, Alter. Auch die letzten paar Mal in Switzerland, wo mich gesehen, Bro, da hast du mich nur komplett verheizt gesehen, weißt du. Also, auch alle, die mich wahrscheinlich so schamig kennen, haben mich nur komplett verheizt kennen, weißt du, gar nicht, wie ich eigentlich so bin, oder? Wegen dem... Ja, es sind Big Steps, es sind scary ass Steps. Aber fühlt sich gut an, oder? Ja, es fühlt sich schon mal... Also die erste Woche ist Hölle, Bro. Hölle, Bro. Ich bin wirklich so... Ich war so crash. Also hast du von 0 auf 100? Ja, Cold Turkey weg. Wow. Ich bin 1-2 Mal wieder reingegangen. Silvester, weißt du, ich gehe einfach nicht mehr selber kaufen. Ja. Einfach Silvester hat es bietet da oder so. Ja, genau. Aber sonst... Bro, ich finde das mega strong. Hure stark. Vor allem, dass du auch so offen darüber redest, weil... So ich weiss, wie heavy das ist, so ein Cycle von Gewohnheiten oder so Routinen müssen versuchen, irgendwie durchzubrechen, dass du neue Habits kannst aufbauen kannst. Finde ich richtig, richtig stark, Alter. Ich muss sagen, dass Streaming mit dem Fall mega cool hat. Weil so, ja, ich kann es mir vorstellen. Ja, weil anstatt dass ich am Nachmittag alle 20 Minuten einen kiffen gehe, streame ich jetzt halt 5 Stunden durch, weißt du? Dann habe ich schon mal ein bisschen einen Break davon. Und nach dem fange ich halt auch Videos editieren und so. Und dann bin ich halt auch ein bisschen... Hat mich auch das ein bisschen gebracht, um aus dem Cycle rauszukommen, was sehr geil ist. Krass, mega, mega stark, Bro. Richtig cool. Crazy, wie eine Frage eigentlich so ein bisschen in die Richtung geleitet hat. Jetzt haben wir gerade etwa fast, nein, keine 10 Minuten, 7 Minuten lang. Ich liebe es, Fragen. Darfst du die nächste ziehen, Bro? Natürlich. Geh mal ganz ohne, Bro. Ui. Kann man es lesen? Ja, es ist nicht verwässert. Sorry. Halte 30 Sekunden Hope-Course, es gibt Leute, was sie brauchen. Geil, ich liebe, wenn Leute das ziehen. Also, es läuft eigentlich so. Es geht nur so ein bisschen darum, was hast du das Gefühl, ist für dich wichtig, musst du Leute mitgeben oder so, weißt du? Kennst du die Inspirational TikTok und Reels? Ja, ich weiß genau. Das Ziel ist eigentlich, dass man aus denen 30, ob es jetzt 25, 20 und was immer, dass man so einen Cut kann machen, weißt du, dann so inspirational. Inspirational. Ja. Kann machen, weißt du, ich meine. Okay. Vielleicht hast du irgendwie etwas, was du Leuten mitgeben, was wichtig ist. Oder wo du gerade sagst, okay, das brauchen die Leute oder so irgendwie etwas. Ja, ich kann mal einfach mal ein bisschen freestylen, würde ich mal sagen. Let's go. Also, Jungs, versucht doch nicht... sagen wir jetzt... Warte, jetzt bin ich komplett falsch am Starten, Bro. Ich starte das als letztes wie ein Interview, Bro. Ich liebe das, weil weißt du warum? Es ist on the spot. Es ist on the spot. Ich putte dich voll on stage und alle hören zu so...
Also, schau, der einzige Tipp, den ich geben kann, oder wo ich mir selber wahrscheinlich auch haben müssen geben, ist so: don't procrastinate, Bro. Ich habe das Gefühl, alle versuchen, sagen immer, ja, ich werde irgendwann das und das. Ich werde dann ein Streamer. Wenn ich das erreicht habe, bin ich ein YouTuber. Wenn ich das geschafft habe, bin ich ein guter Mensch. Aber be that good person today, Bro. Geil. Du könntest heute genau das Gleiche machen, was du morgen könntest machen. So why push it to tomorrow? Just do it today. Geil, Mann. Woo! Geil, let's go. Just don't procrastinate. Okay, sehr, sehr geil. Ja, Mann. Alright. Another one. Another one. Another one. Another one. DJ News. Was ist etwas, was du an dir selber nicht würdest ändern? Ey, Bro, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, mein Drive. Boah, High Five, Bro, auf den. Das ist genau meine Antwort. Genau meine Antwort. Geil, Das ist King. geil, Mann. Schau, ich muss ganz ehrlich sagen, Bro, ich bin so vielen Hürden schon reingerannt, Bro. Bro, ich wollte nicht die ganze Zeit drüber dröhnen, wie scheiße mein Leben war. Ich weiß es wirklich nicht, aber Bro, okay. ich bin wirklich, Bro, Ja. ich habe so viele Hürden in meinem Leben gehabt und ich bin trotzdem noch da und bin immer noch big am Dreamen. Ja. Und, Das ist ein mega es ist wichtiger Point. Es ist nicht nur, dass ich big am Dreamen bin, ich habe auch das Gefühl, dass ich das Potenzial kann ausnutzen kann. Ja. Weißt du, ich meine? Viele haben das Gefühl, sie haben ein viel greater Potential, als was sie jetzt sind. Aber der Potential kannst du jetzt da anfangen auszubrauchen. Bro, ich weißt du, kenne das meine? 1:1. Ja. Du weißt, so, okay, vielleicht läuft es gar nicht so, aber du hast so die Dreams und du hast so das Gefühl, niemand anderes hat so Dreams oder getraut sich so Dreamen. Ja. Aber du weißt einfach in deinem Kopf rein, es ist schon geschrieben, es ist schon in Stein gemeißelt, es ist nur noch der Action, die du musst machen und dann bist du dort in 1, 2, 5, 10, 15 Jahren. Und das ist genau das. Und das ist auch etwas, was mich so richtig, das lässt mich richtig on fire Gaspedal abdrücken. So behindert. Oh, ich kann es nicht sagen. So brutal. Gut, safe. Ja, aber das finde ich auch krass. Ich bin jetzt gerade auch noch im Überlegen, ob bei mir sonst noch etwas gibt, aber ich sage auch immer, mein Drive, das Führe in meinen Augen, ich kann mega schnell eine Leidenschaft für etwas entwickeln, weißt, und mega schnell so drin aufgehen und wenn mir etwas Spaß macht, dann bin ich so all into it, oder? Ja, also ja. so wirklich so that's my shit now, Ja, voll. oder? Und das ist auch etwas, was ich nie würde changen. Finde ich Ja, richtig das ist geil. nice, Bro, das ist nice. Nein, ich finde es mega wichtig, dass man auch Big Dreams hat. Ich habe das Gefühl, man wird nicht unbedingt von Environments in eine Box gesetzt, aber Leute sind afraid zum Dreamen, Bro. Ja, voll. Und ich sage dir ehrlich, Bro, du hast wie viel, 80 vielleicht Jahre auf dem Planeten, Bro. Du willst nicht im Sterbebett liegen und regretten, dass du Sachen nicht gemacht hast, Bro. Ich bin definitely scared of that shit. Ja, Bro, Ich mache jetzt, heute meine Sachen, die ich schon immer habe machen, die ich sonst nie auch machen konnte. Und es hilft mir jetzt schon, Bro. Es hilft mir Ich jetzt würde schon. sagen, das ist einer meiner grössten Ängste. Ja. Am Schluss oder mein vollstes Potenzial nicht auszunutzen. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Finde ich auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, du wirst so oder so immer in Regret ein bisschen sein, weil du hast einfach nie dein 100%ige Potenzial können ausbrauchen. Ich glaube aber, wenn du auch schon zu 99% kommst, weil du hast immer etwas, wo du willst mehr aspiren. Ja, klar. Es gibt oder? immer etwas, ich glaube, es gibt immer Sachen, wo du kannst sagen, hey, das hätte ich gerne noch gemacht, das hätte ich gerne noch erlebt, das hätte ich gerne noch gesehen. Genau. Aber ich glaube, wenn du nur an das denkst, dann lebst du wie in Leere. Also nicht 100%. nicht in so, weißt du. Hey, für mich ist es einfach, wenn ich schlussendlich ein guter Mensch bin, Bro, und ich mit mir selber happy bin, das all that matters. Ja, voll. Das finde ich geil. Was ist dann aktuell dein biggest Dream? Aktuell mein biggest Dream? Ey, Bro, ich habe actually nicht mal ein biggest Dream, weil ich bin jetzt gerade mein biggest Dream am Leben, sage ich jetzt einmal. Ich habe jetzt angefangen mit meiner Content Creation Zeugs. Für mich ist einer von meinen Dreams halt einfach irgendetwas mit E-Sports und Gaming related können leben. Weißt, jetzt gerade bin ich so, ich verdiene meine paar Rappen auf TikTok, aber ich bin gerade sehr angewiesen auf meine Mitmenschen, die um mich herum sind. Weißt. Wegen dem, wenn ich halt, das muss nicht mal Content Creation sein, es kann einfach sein, dass ich zum Beispiel irgendwie so ein E-Sports Organizer wird oder sonst irgendwas. Hey, du bist der erste Verband, der richtig offiziell auf yearly basis Rocket League Tourneys organisiert oder so irgendwie. Ja, zum Beispiel, das könnte ich zum Beispiel machen. Aber ja, auf jeden Fall wäre es etwas, dass ich irgendetwas, vor allem mit Rocket League oder eigentlich einfach mit Schweizer E-Sports irgendetwas Grosses kann pushen, damit Leute auch ein bisschen Augen drauf haben und dass wir alle miteinander können ein bisschen Spass haben. Ja, das ist geil, Mann. Bro, die Community dafür ist da. Ich habe es letztens gesagt, ich habe ein TikTok-Poster gehabt, wo sind eigentlich die ganzen Schweizer League of Legends Spieler. Habe ich auch gesehen, ja. Bro, das ist abgegangen. Da haben sich Leute gemolden und Zeug und Sachen. Und ich habe gewusst, die Leute sind rum. Weißt, die Schweiz ist immer bei allem
richtig stark dabei, oder? Aber die Leute sind halt so für sich. Ja, das stimmt. So, weißt, die Leute das sind ist so. nicht anderen irgendwie etwas beweisen oder so. Aber sobald sie mal ein bisschen Trigger ist und sie sehen, es gibt Schweizer, dann sind sie voll patriotisch. Ja, wir sind auch Schweizer, ja, let's go. So, weißt du, ich meine, so in die Richtung. Und darum, ich fühle das mega. Finde ich richtig, richtig geil. So. Ja, Mann. Was würdest du denn sagen, was ist dein nächste Goal jetzt? So? Abgesehen von Bigger Streams, so hast du etwas, wo du sagst, das ist jetzt gerade der nächste Stepping Stone, den du möchtest? Hey Bro, das ist noch schwierig zu sagen. Ich bin im Fall, ich sage, ich dream big, aber gleichzeitig habe ich auch nicht so Aspirations für ein Goal oder so. Ja. Ich versuche einfach consistently das zu machen, was ich jetzt gerade schon am machen bin. Sehr cool, ja. Wenn ich das weiterziehen kann, dann ist das eigentlich sicher schon mal ein grosser Plus. Ich wollte einfach noch sicher, was ich noch gerne würde machen, ist ein bisschen mehr halt in die Schweizer Content Creation Bubble reinrutschen, sage ich mal. Weil ich bin sehr gut vernetzt im E-Sports. Ja. Ich kann auch, jetzt im Content Creation habe ich eben meine Kontakte, du, Liza und so und halt auch zu den Max und zum Beispiel. Aber so zu der größeren Bubble von der Schweizer Influencer bin ich überhaupt noch nicht drin, weißt du? Und ja, es wäre sicher geil, Bro. Ich finde es einfach geil, wenn du kannst so Collaborations und so machen. Es gibt sehr viele Collaboration-Sachen, wo ich gerne mitmachen. Mit E-Sports habe ich eben schon mit Red Bull und so Zeugs richtig geiles Stuff machen. Oh, krass, ja. Aber ihr macht ja so die Creator Clash und so Paintball und so. Ich kann da mitmachen, Bro. Ja, Bro, da wirst du auch mitmachen. Ja, 100%. Ich sag dir etwas und ich glaube, das ist einfach einer der wichtigsten Punkte, um in der Schweiz zu wachsen. Und ich habe das gemerkt am Anfang, als ich relativ schnell gewachsen bin. Es ist einfach nur Output. Ja. Input, Output, Input, Output. Glaub mir, du wirst in der Schweiz auf deine 20.000, 30.000 Follower wachsen auf TikTok, wenn du einfach die Clips raushaust. Ja, und da muss so. es nur nicht mal krasse KPH-Challenges oder sonst irgendetwas dabei sein. Es wäre ein Bonus so, aber ich glaube, du kommst dort mal einfach nur schon mit ey, ich habe jetzt einen Stream und du tust auch, weißt du, kannst auch, das habe ich auch gelernt, du kannst Clips ein bisschen clever generieren. Weißt, du kannst ein bisschen darauf absehen, dass du einen clip-worthy Moment hast. Es ist nicht alles Zufall. Ja, weißt klar, du, was ich meine, das ist oder? klar, ja. Und das, ich glaube, wenn du das checkst, ich habe das jetzt ja auch gemerkt, ich habe ja jetzt einen TikTok-Channel gemacht, glaube ich, im November, wo ich mich verletzt habe oder so. Und habe einfach Clips hochgeladen und der ist jetzt gerade hat er die 1000 Abos geknackt oder so. Ja. Und ich merke, die Leute sind da, du musst einfach, wenn du Output hast, einfach die Views reinschuffeln. Ja, voll. Klar kannst du irgendwelche Brainrot posten, weißt du, was ich meine, oder? Aber allein mit dem, das bringt dich schon relativ weit, habe ich das Gefühl. Das stimmt, das stimmt. Und dann kannst du auch easy an so Creator Clashes und so Zeug dabei sein, glaube ich. Das ist definitiv so. Ja, eben, Bro, ich mache Content Creation auch noch nicht so lange. Also ich mache es erst so, eigentlich seit einem Monat. Ich habe zweimal 2 Wochen Pause dazwischen gehabt. Ja. Und ich meine, sonst bin ich wirklich nur ganz bei den Anfangssteps noch, weißt du. Also, ja, hoffentlich kommt es noch weiter auf jeden Fall. Ja, und ich finde, bei Streaming hast du so viel Potenzial zum Content rauspushen. Das stimmt. Also du kannst aus einem Stream, je nachdem, kannst du 4, 5, 6, 7 Clips rausnehmen und dann kannst du am Tag 3 aufladen. Ja, genau. Weil ja jeden Tag streamen. Also es ist wirklich so viel geiles Potential da. Das einzige Ding ist, irgendwann, wenn du gross bist und so, oder ich habe jetzt das Problem zum Beispiel, ich mache ja alles. Ja. Weil ich einfach richtig Spaß daran habe. Ja. Ich habe einen Podcast, ich liebe mit Leuten reden, ich streame tue ich auch gerne, aber ich mache gerne meine Mindset-Kurzvideos oder so, aber gleichzeitig tue ich dann auch gerne wieder irgendwie mit Leuten DMs beantworten, wenn sie fragen und so, weißt du, oder YouTube-Videos machen, Vlogs oder so. Ich liebe es. Aber das Problem, Bro, ist, Time-Management nimmt mich auseinander aktuell. Und ich habe noch nicht meinen Way gefunden. Ich darf ja sagen, ich bin dran, aber ich habe es noch nicht gefunden, wie ich es machen will. Damn, okay, ja, das ist ja, Content Creation braucht viel Zeit, ja, Bro. Weil ich weiss, Output ist eigentlich das Ding. Und ich weiss, okay, dann einfach jeden Tag ein Insta-Short oder ein Insta-Reel. Ja, aber die Reels die sind relativ qualitativ aufwendig. Okay, dann wollte ich auch noch streamen. Okay, dann wollte ich auch noch Clips von dem Stream, dass Leute einem... Also, ich muss bei mir, ich habe jetzt angefangen, so weißt du, das Ranking machen. Was hat First Prio? Ja. So zum Beispiel Reels, dann Streaming und so weiter und so fort. Jackie. Ja, bei mir ist halt noch ein bisschen... Ich habe einfach gesagt, ich mache das so low effort wie möglich. Weil früher habe ich auch so YouTube-Videos editiert. Ich habe halt ganze 20 Minuten Videos gemacht. Bro, das ist ewig. Auf 20 Minuten Videos kannst du so lange machen. Ja, klar. Und dann habe ich eben auch so gesagt, okay, look, ich mache es einfach ganz easy. Ich stehe morgen auf, ich tue den Stream vom vorigen Tag downloaden, mache 2 Clips, poste das, nachher gehe ich wieder live. Punkt. Mehr mache ich nicht. Das ist geil. Und vorher habe ich eben, Bro, auch meine TikToks
bevor ich alle gelöscht habe, sind alles so 3 Minuten TikToks gewesen, weißt du? Es tut mir leid, aber 3 Minuten TikToks funktionieren nicht oft. Nicht oft, außer die sind 3 Minuten High Retention. Aber weißt du, was ich glaube, könnte noch ankommen, wenn du es einfach machst, wenn du ja den Stream hast, so irgendwie, wenn du nimmst und als YouTube-Video irgendwie zum Beispiel so, weißt du, so Kurzvideos machst. Ja, voll. So zum Beispiel, heute machen wir eine Challenge, Tools until lose, hat jetzt Masse, glaube ich, gerade gemacht oder so, irgendwie etwas oder so, weißt du, zum Beispiel. Und nachher machst du ein 15 Minuten Video draus und du musst nicht groß editieren, du musst keine Zoom-Ins und Special Effects, sondern du kannst einfach nur aneinander geschnitten und dann mal die Kamera wieder let's go und dann wieder das Ding. Ja. Ich glaube, das könnte auch noch, aber eben. Das wird schon, aber ich bin halt leider, wenn es um so YouTube-Videos geht, vor allem mega perfektionistisch. Ja, ich habe auch, Bro. So und dann ist so mit Intro und da Pop-Up und so. Ja. Aber ja. Nein, ich liebe halt editieren und wenn ich halt im Flow bin, dann geht's, Bro, ich bin Tag dran, bis ich so richtig geile Effekte und alles drin habe. Wegen dem, ja, es ist schwierig, aber einfach probieren und dann irgendwann findet man den Groove schon. Ja, Mann, sehr gut. Next one? Next question. So. Gehen wir mal ein bisschen vorne rum. Welche Frage versuchst du in deinem Leben gerade am meisten zu beantworten? Das ist die Frage, die ich mir fast jeden Abend stelle jetzt gerade. Vor allem jetzt auch, weißt du, so mit all diesen Konsumsachen, wo ist einfach, kann ich das? Weißt du, kann ich das? Oder? Und so, bei sehr vielen Sachen, bevor ich es probiert habe, habe ich gesagt, nein, ich schaff's nicht. Ja. Aber sobald ich so ein bisschen probiert habe, dann ist es so low-key. Es ist doable. Es ist mega doable, ja. Und Bro, ich habe mit jedem schlechten Habit, das ich jetzt gerade kann, also vor allem mit so, also zuerst mal Weed, weil Bro, jeden Tag vor dir kifft ich so, Bro, ich kenne es nicht anders. Also, ich werde das nicht können. Scary, es ist mega scary. Ich kann nicht das, ist meine Frage. Oder? Und ich habe mir einfach ein Datum gesetzt. Also eigentlich nicht mal ein Datum gesetzt. Ich habe gesagt, ich rauche das, also ich kann weg und dann schaue ich einfach mal. Oder? Und jetzt kann ich confident sagen, okay, ich kann es, weißt du. Und auch zum Beispiel mit Streamen, oder? Habe ich halt so gedacht, so, kann ich das? Oder dann habe ich so meine ersten 2 Streams gehabt und ich so, okay, ich kann das, weißt du. Nachher bin ich mit dem nächsten, jetzt mit Nikotin jetzt zum Beispiel, oder bin ich halt so, also vor allem mit Ziggis, oder? Habe ich so gesagt, Ziggis, kann ich das jetzt auch noch wegnehmen, weißt du, jetzt so der Next Step, oder? Nachher, jetzt auch eine Woche davon weg, weißt du, also es ist immer so, dass kann ich das, oder? Das ist so eine Frage, die ich immer wieder mir selber stelle und lustigerweise kann ich mich immer selber falsch proven, weil es ist immer so, der erste Teil ist immer der schwierigste, das ist ja bei allem so. Wenn du am Gamen bist, wenn du irgendwie versuchst, gut in etwas zu werden, du bist am Anfang bist du immer extrem schlecht. Oder? Aber das ist ja fast so das Paradox, oder? Weil so, je mehr du es machst, desto besser wirst, oder? Wegen dem, ist das crazy. Ist das finde ich aber eine geile Antwort. Ja. Geile Antwort. Bro, wir jeppen im Fall schon fast eine Stunde, gell? Damn. Das ist crazy. Ich habe das Gefühl, ich kann noch 4 Stunden weitermachen. Ich auch. Wir machen jetzt da mal noch ein paar Fragen. Wir werden mal schauen, was da noch zustande kommt. Was ist etwas, wo du aktuell am Lernen bist? Ich glaube, das ist etwas, wo ich die ganze Zeit schon immer versuche zu lernen. Es ist einfach ein good human sein. Weil ich glaube, das ist nicht etwas, wo ich muss lernen. Ich glaube, ich bin schon von Nature aus ein good person, hoffe ich jetzt mal. Hoffentlich können das meine Leute mal sagen. Ja. Aber ich versuche halt nicht nur lernen gut zu sein, sondern auch so ein bisschen meine Kollegen ein bisschen pushen, weißt du? Ja, also, ich habe das Gefühl, supportive sein ist nicht nur einfach sagen, ja, das schaffst du. Weißt? Zum Beispiel mein bester Kollege der Finlay, er hat, weil er meine Streams gesehen hat, hat er auch gesagt, okay, ich wollte jetzt auch mal anfangen zu streamen. Und er macht eben kein Content. Er macht Content, weil er ist der Editor von seiner Schwester und seine Schwester, kennst du vielleicht Almost Francesca, so eine... die Franny? Ja, die Franny. Ah, okay. Ja, Franny ist die kleine Schwester von meinem besten Kollegen. Wir sind zusammen in der Schule alle. So ist die Connection gekommen. Ja, ich habe mir noch gedacht, wo du plötzlich mit der Franny gestreamt hast, ich so, was geht jetzt ab? Nein, wir kennen das schon seit der 6. Ich finde, sie macht ganz geiles Zeug. 100%, also ich kenne sie nicht persönlich, aber sie macht wirklich cooles Zeug. Ja, for real, Alter. Und eben, er hat eben das gesehen und er hat gesagt, look, ich will auch mal streamen und so. Und am Anfang habe ich gesagt, ja, komm, dann einfach streamen und so. Aber ich habe gewusst, dass so die ersten paar Streams wirst du keinen Viewer haben, weißt du. Nachher bin ich wirklich... Bro, ich bin die 6 Stunden, wo er am Streaming war, ich bin jede Minute dort gesessen und habe mit ihm gechattet. Er hat Pokémon halt gestreamt, ich habe noch nie Pokémon vorher gespielt oder was auch immer. Oder nachher ich so, okay, jetzt kann ich ihm ein paar Fragen stellen, wie das funktioniert und so, weißt du. Ja, eben, es ist einfach, der Support sollte vielleicht nicht nur eben sein, ja, du schaffst das. Auch so gute Wörter sind natürlich gut,
Aber so, ich versuche ein bisschen aktiver in den Leuten um mich herum zu sein, damit sie das auch ein bisschen spüren, was ich meine. Und ich glaube, die Leute merken das auch. Ich versuche immer, mich in die Lage zu versetzen und ich merke es auch. Ich sehe es auch, wenn Leute um sind und machen und mir bedeutet es ja mega viel. Und dann habe ich das Gefühl, ich glaube, die Leute checken das schon auch, wenn ihnen etwas zurück ist und so. Ja, etwas, was ich gerne mache, ich tue immer, wenn ich gestreamt habe, wenn ich raide, ich tue eigentlich fast immer raiden. Ja. Und ich suche mir immer, wenn nicht gerade jemand ist von den Homies oder so, suche ich einfach nach dem Tag Schweizerdeutsch und gehe schauen, wer auf Schweizerdeutsch streamt mit Cam. Ja. Und preferably nur so 2 oder 3 Jahre und raide dann rein. Nice, und dann ist aber so geil, weil ich gebe den Leuten so, weißt du, die Possibility, so jetzt, gib ihm es, und es ist nochmal noch spannend zu schauen, was die Leute daraus machen oder so. Das ist eben auch lustig, weil das ist das erste Mal, die ersten paar Mal, wo ich auf Twitch gestreamt habe, ist mir genau das Gleiche passiert. Weil es hat einen Schweizer gehabt, er hat Safari gehabt, er ist einer der besten Rocket League-Spieler damals, also er ist der beste Schweizer Rocket League-Spieler gewesen. Und er hat consistently gestreamt, hat immer so 120 Viewer gehabt. Wow, krass. Und, der Godsmiller ist ein anderer. Ja, und Godsmiller ist so ein anderer Twitch-Streamer, so ein auch Pro-Spieler damals, hat 500 Viewer gehabt. Er hat Safari graded, er hat 650 Viewer gehabt. Mit den 650 Viewer hat er mich mit einem Viewer nachher geradet. Oh, der komplett ins Loch. Ja, ich sehe von Eis. Ich sehe, ja, du siehst ja immer so die 650 gerade rein, alle gehen in den Chat. Ich so, yo, Alter. Dann ich halt so 5 Minuten schnell mich ein bisschen zusammenreißen, um schnell etwas anhauen. Ja. Und Bro, ich habe Schiss bekommen und habe den Stream abgestellt. Ja, Mann, aber es ist ein lustiges Ding gewesen. Nachher, das haben wir schon ein bisschen Motivation gehabt, trotzdem nachher weitermachen. Ja. Aber es war ein lustiger Clip gewesen zu dem Zeitpunkt, weißt du, aber so, ja, es hat mir schon ein bisschen Motivation gehabt, um da ein bisschen weitermachen, auf jeden Fall. Was ist denn für dich die Definition von Good Human, was du vorher gesagt hast? Good Human ist für mich, es ist, das ist eine gute Frage. Wenn wir jetzt so gesagt haben, ich möchte ein Good Human sein, ja. Was heisst für dich ein Good Human sein? Also für mich Good Human ist eigentlich meistens einfach, dass ich erstmal respectful zu Leuten bin, oder? Ich bin überhaupt nicht gern disrespectful zu Leuten. Ich versuche immer, wenn schon professionell zu sein. Oder wenn ich irgendetwas sage, dann ist es schon klar, dass es Banter ist, weißt du? Yeah. Es ist auch wichtig, dass ich bei meinen Leuten, die ich halt liebe, dass ich ihnen das auch zeigen kann. Oder? Dass klar ist, dass ich nicht irgendwie nur so mit einem halben Bein irgendwie drin bin oder so. Ich bin wirklich full support bin ich bei denen dabei. All or nothing. Ja genau, all or nothing, aber meistens ist all. Ja. Und es ist mir auch einfach wichtig, dass ich dass ich so vielen Leuten wie möglich kann helfen. Weil ich glaube, ich bin halt aus einem Land, wo halt Poverty extrem groß ist, oder? Also ich bin auch schon oft bei meiner Familie in Sri Lanka gewesen und die leben halt mit sehr, sehr scheiß Niveau, oder? Und ich bin da in der wirklich 0,001% von der Welt da in der Schweiz geboren sein, oder? Also ich bin mit einem insanen Privileg eigentlich geboren, auch wenn die Heise nicht so gut gelaufen ist und so, es ist trotzdem viel besser, als was meine Eltern jemals weißt, so erlebt haben, oder? Wegen dem, ich weiss, ich bin in einer privilegierte Situation so. Und daher versuche ich einfach so viele Menschen wie möglich helfen, die halt nicht nur in Not sind, sondern auch wenn sie einfach nur schnell auf die springen, wenn geholfen werden oder so, dass ich ihnen kann einfach aushelfen in der Situation, wo sie gerade brauchen. Fix. Und eben schlussendlich kann ich dann irgendwann zurückschauen und so sagen, okay, ich habe denen Leuten geholfen und ihnen geht es jetzt viel besser und das ist alles, was mir langt. Geil, Mann. Sehr schön. Finde ich sehr, sehr, sehr schön gesagt. Ich glaube auch, dass wir mega privilegiert sind, so wie wir es da haben. Klar haben wir dann wieder andere Probleme, die für uns natürlich einen höheren Stellenwert haben, aber das ist halt auch aufgrund von der ganz anderen Wahrnehmung, wie wir aufgewachsen sind und so. Ist ja klar, ja. Aber gleich können wir trotzdem sagen, ich glaube, wir sind sehr, sehr privilegiert. Oder nein, ich weiss, wir sind sehr, sehr wir sind eigentlich schon ziemlich privilegiert. Ja. Crazy. Sehr schön, sehr sehr, sehr schöne Compilation. Keine Angst, du schaust ein paar Ich weiß. Nein, Leute sagen mir im Stream die ganze Zeit, Bro, ich wiederhole mich 300 Millionen Mal, ich stottere 80 Mal im Stream, es ist wirklich schlimm im Fall. Das ist geil. Wir machen noch one last question. Also, last question. For the Abschluss. Also. So. Tak. Was ist aktuell das größte Ziel? Bis ehrlich, halte ich nicht zurück. Ist das nicht schon etwas, wo wir wir haben das, ich habe dich
das gefragt ohne Okay, Ding. also Warte, wir machen nehmen eine andere. Wir machen nehmen wir noch eine ja. andere. Eine Abschlussfrage. Erzähl uns von dem grössten Setback und wieder die. Oh god damn, Alter. Das ist crazy als Okay, mein grösstes Abschlussfrage. Ja, das ist ein Ding. Das ist gerade letztes Jahr eben passiert, bin ich ja gerade angesprochen. Eben, Bro, ich musste leider von die Heime flüchten. Ja. Ich habe nichts gehabt, Bro. Ich habe meine 2 Katzen mitgenommen. Ja. Ich habe einfach so viel Papier, wo mein Name drauf gestanden ist, von Dokumenten habe ich Die mitgenommen. Frage ist wirklich Flüchten gewesen, quasi so einfach jetzt nehme ich alles und gehe raus. Bro, So ich kann einfach so Ja. tun, als würde ich arbeiten. Ich habe meinem Chef okay. gesagt, look, das und das ist die Situation, ich gang, Bro, ich gang. Ja. Und nachher ich habe halt in Zürich gewohnt, ich bin aus St. Gallen abgehauen, zum Kollegen, mein jetziger Roommate, und habe bei ihm in der Belsenkammer gepennt für etwa 2 Monate. Ja. Also das ist ein insane Setback, Bro. Ich Ja. habe nichts mehr gehabt, Ja. ich habe keine Ahnung, wie Sachen funktioniert haben. Mein ganzes Geld ist, by the way, auch bei meinen Eltern gewesen. Ich habe nichts wirklich zu meinem Namen gehabt, außer meine 2 Katzen. Ja. Und dann bin ich halt eben in einer Situation gewesen, ich bin in der Belsenkammer, Bro, ich kiffe mich immer noch jeden Tag weg, ist ja klar. Und ich bin in einem insane Low. Und ich habe trotzdem noch das Glück gehabt, dass eben ich irgendwo hingehen, weißt, dass ich, weil lustigerweise mein Roommate hat aber genau die gleiche Situation auch mit seiner Familie gehabt, weil er ist eben schwul, sehr orthodoxe Familie, ist halt so ein Problem gekommen, er hat genau das Gleiche vor 2 Jahren müssen durchmachen. Oh Scheiße. Wegen dem er gut aushelfen zum Glück, aber wir sind dann, ich bin dann bei ihm daheim gewesen und ich habe nicht wirklich gewusst, wie ich jetzt weitergehen soll. Ja. Und dann hat er gesagt, weil ich bin halt immer noch gepresst war, um zu arbeiten und so Geld verdienen und so, halt einfach so die normale Societal-Sachen halt. Und ich habe einfach mit meiner Freundin geredet und sie hat einfach gesagt, Bro, mach einfach mal eine Pause. Weißt du, du musst nicht, weißt du. Und auch für sie, weißt du, ich als Man, ich bin jetzt auch nicht so der Traditionelle, aber weißt du, heißt so, Provider für die Freundin und so. Oder, ich bin auch nicht so ein Fan von dem. Aber meine Freundin hat gesagt, Bro, sie hat genau gesehen, sie war jeden Tag dabei gewesen, was ich durchgemacht habe. Sie hat gesagt, look, du brauchst eine Pause, mach eine Pause, Punkt. Dann habe ich eine Pause gemacht. Und jetzt bin ich vor dem Setback halt, ich bin actively jetzt ein bisschen am Aufholen. Natürlich, der Setback ist ein Moment gewesen, aber so die 10 Jahre von Trauma vorher haben sich halt so sehr viele verschiedene Bad Habits halt rein gemeißelt. Und jetzt bin ich die einfach einzeln hinterher am Abbauen. Ich bin natürlich noch ziemlich jung, oder? Wenn ich glaube, dass mit 30 geht müssen durchmachen, wäre es wahrscheinlich viel schlimmer oder schwieriger gewesen, oder? Ich denke es auch. Ich habe jetzt halt immer noch gute Opportunity, um mein Leben für die Future in eine richtige Richtung zu bewegen. Und ich habe definitiv, glaube ich, das Mindset dafür schon. Fehlt noch die Umsetzung zu der 100%igen, aber ich habe schon über 90% durch, wegen dem bin ich schon mal happy durch das. Und ich wollte auch sagen, dass ich meinen Eltern nichts vorschlagen, oder also, es ist nicht ihre Schuld das oder so. Gar nicht. Weil eben, es sind auch Kriegsflüchtlinge, die haben auch ihre eigenen Traumas durchgemacht, die nachher zu diesen Sachen geführt hat. Oder? Wegen dem, ich bin auf niemand hässig oder so, aber ich kann einfach müssen, was für mich das Beste ist, habe ich müssen machen. Habe ich schlussendlich jetzt gemacht. Und at the time hat es wie the worst possible thing ausgesehen, weil eben, du lässt halt alles liegen, ich kann all meine Kollegen müssen verlassen, dies, das. Aber hey, irgendwie, es ist wie so ein Slingshot-Moment gewesen, weißt du? Das Leben hat dich so Holt dich back und dann genau, und ich bin jetzt gerade im Launch-Moment, glaube ich. Genau dort bin ich jetzt. Hat es seither mal wieder Kontakt gegeben mit den Eltern? Ich habe tatsächlich letztes Wochenende wieder mit meiner Mutter telefoniert. Okay. Weil bei meiner Mutter habe ich halt gewusst, sie hat generell schon Probleme gehabt. Und sie ist einfach eine sehr reaktive Person. Also sehr viel sind Sachen, die nicht durch sie direkt gekommen sind, sondern wegen dem Environment, wo sie drin war. Aber wir haben schon immer, also ich bin nicht komplett No-Contact gegangen, also mit meiner Mutter vor allem nicht. Einfach immer so ein bisschen. Genau, wir haben einfach über Mail geschrieben, also ich einfach die Nummer und so nicht gegeben, aber haben halt so miteinander ein bisschen geschaut, dass es uns gut geht, haben mit ihr jetzt wieder ein bisschen geschrieben. Ich habe eben letztes Wochenende mein erstes Telefonat wieder mit ihr gehabt, haben so eine halbe Stunde einfach über Sachen geredet, über wie es ihr jetzt geht. Und für sie ist das jetzt aber auch viel, viel besser, steht sie im Leben als vorher. Krass. Also sie hat jetzt auch, sie ist mit einem Kollegen jetzt am Wohnen und sie haben es jetzt viel besser, als wie sie es vorher gehabt. Also es ist für alle Parteien eigentlich eine gute Entscheidung schlussendlich gewesen, obwohl es im Moment einfach richtig scheiße ist. Es sieht im Moment immer verschissen aus, aber es ist meistens eben for the better dann in so. Genau. Ja. Mega krass, danke vielmals. Bist du heute da so offen gewesen und hast du das gecheckt? Ich glaube, auch wenn es am Anfang
sehr spezifisch im E-Sports-Bereich und Gaming und so unterwegs ist, glaube ich, gibt es viele Leute, die das hören, die vielleicht von dem ein bisschen etwas mitnehmen können, wenn es um das geht. Finde ich mega schön. Es ist so, die letzte Minute gehört immer am Gast. Das heisst, in dieser Minute tun gerne dich promoten, deine Handles, Shoutouten, tun gerne noch irgendwie etwas sagen, was du unbedingt willst oder so irgendwie. Einfach die letzte Minute ist dir. Von meiner Seite aus wäre es das gewesen. Danke vielmals fürs Einschalten. Und ja, you go. Danke alle fürs Zuschauen erstens mal. Shoutout an Sandro, gehen ihm alle auf YouTube folgen und auf TikTok und auf Twitch und auf alles. Er ist ein goldiger Human, hat insane geile Energy. Golden Retriever Energy right here. Definitiv ein sehr, sehr geiler Typ. Also folge dem zuerst mal Shoutout an ihn, bevor ich Shoutout an mir selber gebe. Dankeschön, Bro. Immer gern. Ja, ich habe nur TikTok, ich habe kein Insta, nichts anderes. Also Nukes oder so heisst ich auf TikTok, glaube ich. Könnt mir dort folgen. Ich mache auch Rocket League Streams und so weiter. Und falls ihr Rocket League Bock habt, zuschauen. Vielleicht auf mein Higher Gameplay. Da bin ich. Sonst habe ich eigentlich nicht viel mehr. Alle Dudes da draussen oder am Mädels oder so scheinbar, die gerade eine schlechte Zeit haben. Eben, ihr habt es von mir gehört, es wird immer besser. Kann ich das? Du kannst das. Wegen dem, ja, danke an alle und Shoutout meine Freundin und meine Mitbewohner und meine Eltern. Tschüss. Danke fürs Hinhören. Love you, Bro. Tschüss.